Bon, chère Marisa Mathias, vice-présidente du Parti de gauche européen, avec lequel nous avons, dès le début de sa constitution, de très bonnes relations. Nous sommes membres de ce parti presque depuis le début, parce que nous éprouvons un besoin très fort d'être affiliés au niveau international. Nous avons aussi de bons rapports avec le parti portugais, le Bloco de Esquerda, et nous avons des relations d'ailleurs très émotionnelles avec les Portugais au Luxembourg, parce que les Portugais au Luxembourg, ça représente quelque chose, c'est une bonne partie de la classe ouvrière. Au Luxembourg, une partie de la classe ouvrière qui n'a pas le droit de vote, et c'est une de nos revendications principales lors des présentes élections, d'introduire dans la législation luxembourgeoise aussi le droit de vote pour ceux qui travaillent au Luxembourg, dont les enfants fréquentent les écoles au Luxembourg, qui payent les impôts au Luxembourg, etc. C'est un principe démocratique très important que vient de développer d'ailleurs aussi avec le talent qu'on lui connaît, Mark Baum. Die Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist gut, dass wir den Abend heute zusammen sind. Wir sind nur an einer Periode, nicht mehr weit von der Wahlen weg, 2 Wochen nach. Wir kommen nur am Anfang an die letzte wichtige Phase vom Wahlkampf. Und ich meine, könnt gerade auch darauf tun, dass wir vorhin präsent bei den Leuten dabei sind, dass wir sie überzeugen, wir werden wichtig als die Link zu wählen. Wir kommen nach einer zweiten Wahlzeitung heraus, die nächste Woche antworten könnt. Wir haben eine ganze Party von Aktionen und Initiativen geplant. Und wir zielen am Anfang alle gut für uns zu helfen, für uns zu unterstützen, auch für zu werben für uns an ihrem Familienkreis, an ihrem Bekanntenkreis, weil etwas als klar auch was Sondagen kommen sind am Juni, die als ein gutes Resultat vorausgesehen. Wir verlassen uns nicht auf Sondagen. Auch schon gut nicht, wenn sie positiv sind. Wir verlassen uns auf uns selbst, wo wir machen, auf uns Aufklärung selbst, wo wir machen, auf die Gespräche, die wir noch müssen feiern, mit möglichst viele Leute. Und das ganz klar, wir kämpfen für alle Stimmen bei diesen Wahlen. Die Wahlen. Die vorgezogenen Wahlen haben schon bei diesem Wahlkongress gesagt, den 2. August an einer anderen Maison syndicale, an der von Boneweg, sind den Ausdruck von einer tiefer sozialer und demokratischer Krise an der Gesellschaft. Sozial als Krise, weil es am Laufe der Jahre zu einer regelrechten Umverteilung vom Reichtum kommt, weil es zu einer Machtverschiebung kommt. Zugunsten von den Reichen, zugunsten von den Leuten, die all der schaffen gehen. Und ich meine, eine Machtverschiebung, die mehr Besonderheit zu Lützeburg spüren, weil hier auch, und das darf ich nie vergessen, die zweitgrößte Fangplatz von der Welt, das eine von den wichtigsten Schaltzentralen von einem Kapitalismus, den aktionär getrieben ist. Die nicht mehr unbedingt nur der Wirtschaft guckt oder nur der Wirtschaftlichkeit, aber die wirklich aktionär getrieben ist, die getrieben ist von meisten Profitraten. Und das fängt an, sich auch aufzuführen, ob die ganze Politik die gemäht wird. Ich meine auch, dass die Politik so intransparent ist zu Lützeburg und so undemokratisch ist, weil es einfach ein Spiegelbild ist von der Entwicklung. Für was stehen Viking Living, Cargolux, die Skandale, die das letzte Jahr animiert haben an diesem Land. Sie stehen für ein Abgehen von den öffentlichen Interessen zugunsten von Privatinteressen und damit auch ein Abgehen von der Demokratie. In dem einen Fall handelt es sich um einen privaten Promoteur, den ein Fußballstadion soll bauen. In dem anderen Fall handelt es sich um einen chinesischen Investmentfonds, den aber anscheinend auch eine industrielle Strategie soll haben, an den 35% von der Paare von der Cargolux soll hören, an dem eine Minoritätenblockage soll kreieren. Natürlich nur dem Abenteuer mit den Investisseuren aus dem Katar sind wir alle gut vorgewarnt. Mehr kritisieren für allem, dass sich an dem Ganzen kein Gedanke gemäht, ob es dann nicht möglich ist, an einer
an einem Betrieb, wo sie so, dass wir so ein systemischer Betrieb an unserem Land, ob es dann doch nicht möglich ist, den staatlichen Abfluss aufrecht zu erhalten. Dass der staatliche Abfluss soll die 35% von den Achsen, die die Staat hat, soll ersetzen für die Entwicklung von dem Stande. Das müsste aber möglich sein. Für was sollen staatliche Investisseuren aus der Provinz vom Henan an China die Interessen abbringen, an die Willen abbringen, für den Standort an Arbeitsplätzen zu erhalten, wenn nicht der Lützeburger Staat das fertig bringt. Es gibt mit anderen Argumenten geschafft, es gibt gesagt, die EU, die Europäische Kommission, will das nicht, weil das für staatliche Subsidien. Es gibt mit vielen Argumenten geschafft, wo ich der Meinung bin, dass die Argumente alle guten auch zu widerlegen sind. Wir können natürlich nicht den ganzen Abend damit verbringen, für darüber zu schwätzen, wir verlangen auf jeden Fall eine Etude über eine Alternative umfinden. Die Etude, die wird aber nicht gemäht gehen. Weil an den nächsten paar Wochen, als auch gesagt gehen, an der Kommissionssitzung der Mitten, wo mehr die meiste Mann zusammenkommen ist, von der zuständigen Kommission, von dem zuständigen Minister Wieseler, dass an den nächsten Wochen wird eine Decision fallen. Und das klar, dass die Decision fallen wird an dem ungedeuteten Sinn, und dass über Alternativen nicht wird nachgedacht gehen. Wir haben aber beim Mittal gesehen, was für Konsequenzen so ein Rückzug vom Staat langfristig kann haben auf wirtschaftliche Entwicklung. Die Konsequenzen merken wir nicht direkt. Es gibt auch logisch von großem Potenzial, von Entwicklungspotenzial, sowohl nach China wie auch hier zu Lützeburg. Da das auch gesagt ging am Anfang am Katar, wie der Katar kommt. Das ist auch gesagt ging. Wir haben eine Entwicklungsstrategie, es gibt keine Arbeitsplätze aufgebaut an so viel und wir wissen ja, wie die Sache ausgegangen. Also ich will es nicht unbedingt gleichsetzen, da aber für uns ist entscheidend und so froh, dass der Staat seinen Abfluss behält. Und ich meine, all die anderen Parteien, die heute am Parlament sind, haben schon noch gehen an den Wirtschaftsfragen. Sie haben schon noch in ihre Ugeht. Sie denken mal nicht am Traum drin für eine andere Alternative, die auf einem öffentlichen Abfluss basieren, so eine andere Alternative nutzugehen. Dafür meine ich auch, weil die Problematik stellt sich nicht nur im Findel, aber bei der Cargolux, sie stellt sich auch an anderen Sektoren, mehr als die Lenk haben allein, auf jeden Fall im Moment an der Chambre allein die Verantwortung für zusammen mit den Organisationen an der Gesellschaft, die Ideen und Alternativen sicher die Widerstand machen. Wir erinnern uns an die größte Demonstration von den Gewerkschaften für in der Chambre, die zum Rückzug von den Katarien schlussendlich gefordert wird. Wir haben eine besondere Verantwortung mit all den Organisationen an der Gesellschaft, für noch Alternativen zu sichern, für auch mal Widerstand zu machen gegen Entwicklungen, auch wenn am Wahlkampf ist, Widerstand zu machen gegen so Entwicklungen. Wie der Juster ganz richtig gesagt wird, wenn nicht am Wahlkampf die Frauen da sollen für im ganzen Land abgeworfen gehen, wo sollen sie dann abgeworfen gehen? Und wir werden selbstverständlich auch dass das nicht an die Richtung machen. Ich meine, wir haben auch eine Verantwortung überhaupt als die Linke vis-à-vis von den Lebensbedingungen von den Leuten, die hier arbeiten. Wir haben eine Verantwortung für die Erhalt vom Sozialstaat, wir haben eine Verantwortung für dass der Staat Souveränität an der Ökonomie herumgewinnt, ob man es da, wo es nach möglich ist. Wir haben eine Verantwortung für die Entwicklung von der Demokratie. Wir machen auch da ganz konkret Vorschläge für einen demokratischen Neuanfang, wir haben Verantwortung für ein solidarisch und friedlich Zusammenleben an einer multinationalen Gesellschaft, an der wir sind. Und dafür sind wir auch dafür, dass das Wahlrecht allgemein gibt. Als Wahlprogramm ist der Ausdruck von all dem. Und ich meine, das ist realistisch, an eine Wirrung umzusetzen, noch heute schon an der Gesellschaft nachhaltig verbessern. Kolleginnen und Kollegen für drunten haben
ein ganz Party von Beispielen an die Richtung gehen. Es gibt genug Reichtum, den heute geschaffen wird von den Leuten, die schaffen gehen. Braucht nicht mehr gerecht verteilt zu gehen, aber muss demokratisch verwaltet gehen. Das ist am Anfang dafür, wo wir stehen, wo wir kämpfen. Aber wir mengen gerade an einem globalisierten Umfeld, an einer kleiner, an offener Ökonomie, muss der Staat handlungsfähig bleiben. Und darf sich nicht von den Herren Würth-Dennewald oder Konzem für sich hintreiben lassen. Aber wie wir uns hintreiben lassen an einer freien Politikbestimmung, das gesagt Ihnen zum Beispiel, wenn in ein Table Ronde auf der Tele gesagt wo 4 Spitzenkandidaten, die ja just die da invitiert. Die 4 Spitzenkandidaten von den sogenannten großen Parteien sind gefragt, die auf einer Tele-Table Ronde, ob sie ob den Index ihrer Meinung gibt Wettbewerbsfähigkeit vorstellen. Also in alle 4, inklusive Herr Juncker, nee, geantwortet. Das sind dieselben Parteien, die Jahre für das Indexgesetz gestimmt haben, wird der Leute, wie den Justin Fedro gesagt hat, am Ganzen bis lo 1 Monat Pai oder 1 Monat Rent aus den Taschen gezogen wird. Da gesagt ihr, wie wenig selbstbestimmt das Politik ist. Sie sehen an, dass der Index die Wirtschaft nicht steuert. Aber gleichzeitig machen sie mit dem Argument, wir müssen die Wettbewerbsfähigkeit von unserer Wirtschaft erhalten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir machen auch keine steril antieuropäische Politik. Wir machen eine Politik von den konkreten Veränderungen in Europa, zusammen mit den großen europäischen Linksparteien, mit denen wir auch an 6 Monaten an Europa-Wahlen werden gehen. Wir haben 2005, ohne alle Vertretung an der Chambre zu dem Moment, haben wir wesentlich dazu beigetragen, dass hier minus 50% von den Leuten Nein gesagt haben zur europäischen Verfassung und dass am Landesdurchschnitt immerhin nach 44% Nein dazu gesagt haben. Aber wir können uns nach alle gut erinnern, wie sie unsicher waren, wie sie gezittert haben bis zum letzten Moment, ob sie giffen mit ihrem Ja für die europäische Verfassung durchkommen. Für wert, wenn wir mal einen Debat hatten, den ausgeglacht war, den mit offenen Karten gespielt ging, wo alle Menschen sich eine Meinung bilden. Und alles das, was wir damals gesagt haben über die europäische Entwicklung, ist auch hier noch angetragen. Und die hatten Unrecht, die für den Ja angetragen sind, damals. Heute versichern wir dem ganzen Land zu weisen, ob schon mal einen ganz limitierten Anblick daran gekriegt haben, wird das SREL, die berühmten SREL, in Wirklichkeit als nämlich ein politisch an ideologisch Bespitzelungsinstrument, das einer wirklicher demokratischer Kontrolle entzogen ist. Am Ende der Lief, 4 länger Woche erlebt, wo wir Fall hatten, an der Fall sitzt bei unser Kollege Jean-Laurent Redondo, den als höchster Staatsbeamten haut nach einem operationellen Dossier hat, wo ihm das mitgedeelt ging, als heute gleichzeitig mitgedeelt, den Dossier wäre aber zerstört gehen, und er kann nicht gesagt kriegen, wer draufsteht. Das ist der Geheimdienst zu Lützeburg. Auch im Kontext von der elektronischen Spionage, wir haben das alles erlebt von Prism, von NSA an den USA, an ähnliche Programme an Europa, lief so ein Dienst komplett am rechtsfreien Raum, funktioniert auch an einem Netzwerk von internationalen Diensten, darunter denen, die auch aus undemokratischen Ländern mit einem großen Risiko übrigens für die Leute, die hier wohnen und die aus diesen Ländern kommen, haben das erlebt am Fall Taufik und am Fall von der Madame Erzeus. Und noch an diesen Fragen stellen wir wirklich die Mechanismen vor. Wir machen keine Gefälligkeitspolitik da, wie eine Partei, wie auch die Sozialisten, wie auch die Grünen, die sich da anwickeln lassen, an die schlussendlich den Geheimdienst verteidigen, die ihn nach ausbauen wollen, die ihn nach legalisieren wollen als ihren Aktivitäten. Das heißt, die Mechanismen von dem düsteren Staat, das sind mehr die einzigen im Moment, die vorstellen. Die Leng feiert am Januar hier das 15-jährige Bestehen.
Wir sind den Ausdruck, meine ich, von Veränderungsfällen an der Gesellschaft, den sich mischt, mit Notdruck, den sich immer mehr mischt. Als Members, als Sympathisanten kommen aus den verschiedensten Richtungen. Sie kommen von den Gewerkschaften, von den Sozialisten, von den Geringen, von den Kommunisten. Als Tiere stehen ab, für den das will, an den das will, unhöllen an Bayers kommen. Das ist kein Schwäche, auch noch kein Mangel an Kohärenz, aber das Inhalt von unserer Politik, den nicht von der Lenker, als unser Programm, und zwar von Anfang an, sonst hätten wir es nicht so gut entwickelt. Weil wir wollen zusammen Politik machen, für die Veränderungen von der Gesellschaft umzugehen, die als Gesellschaft braucht. Und die Veränderungen sind noch nicht mehr möglich, an der Gesellschaft durchzusetzen, mit breiten Majoritäten. Aber wir breiten also die zukünftig heraus. Forderungen 4. Als Löschten, auch wenn das dabei nicht genug Viergehofen gibt, mehr als Löschten, sie für die erste Kehr an unserer Geschichte paritätisch Löschten. Just zwei politische Formationen zu Lützburg und der erreicht. Das sind die Grünen und das sind mehr. 22 von unseren Kandidaten, also 37%, haben Männer wie 35 Jahre. Wir haben eine Gemengerät auf unsere Löschten. Am Süden, am Zentrum und am Norden. Aber wir brauchen es dafür eigentlich keine Sorgen zu machen. Für die Zukunft, auch wenn natürlich ganz erbig vom Abbau von einer wirklichen gesellschaftsverändernder Kraft an der Grenze breit nach Firunas leid. Aber wir stellen also die vier gezündeten Wahlen, wo keine Kleinambitionen durchdatieren, nur als Mann zu am Parlament 2009 und nur als erfolgreich bei der Gemengewahlen 2011 wollen wir das verstärkt am Parlament anziehen, an dem wir 3 bis 5 Sitze kriegen. Los mal selber ein bisschen Courage machen. Es sind dann natürlich die das verhindern wollen. Es gibt diese, die ich viel über eine Dreierkoalition spekuliert, besonders Sozialisten. So und überall als Stimme für die Linke, dass für eine Stimme ging so eine Dreierkoalition und eine Stimme in Wirklichkeit für die CSV. Und muss ich sagen, das ist schon drohlich, dass sie hier von einer Partei, die haut noch immer an einer Koalition als mit der CSV. Weil sie anscheinend nicht wirklich von hier los kann. Und das sind in den letzten 9 Jahren, an 25 Jahren am Ganzen, wenn ihr nach die 30 unendlich Junkerjahren dabei rechnet. Während in den letzten Jahren waren es lang die Linke, die sich an gegen den CSV-Staat geriecht haben. Die ganze unsoziale und undemokratische Politik von dem CSV-Staat opposiert haben und damit die Linksgedanken hier am Land heiß gehalten haben. Wir brauchen als dafür sicherlich nicht 4 Herren zu lassen, wir geben CSV stärken, wenn er da ist gut. Aber lassen wir mal auf die Argumentation von der Dreierkoalition angehen. Ich will hier 3 Abwände bringen. Erstens wählen wir eine Chambre, nicht eine Regierung. An der Chambre gibt es Gesetze gemäht. Und da wird die Regierung kontrolliert, dass da, wo an einer Demokratie reell Gegengewichte gebraucht gehen, an Alternativen entwickelt gehen, egal wie die Regierung übrigens ausgesät. Und dafür brauchen wir kein Unterseebooter von 4512 oder von Initiative 2030, wie sie auf all diesen Listen zu finden sind, von der LSAP, von der DP, von den Grünen. Die sitzen doch nur an der Chambre, aber wir wissen, was eine Politik sie da vertreten. Nein, wir brauchen konsequent Vertreter vom schaffenden Volk an der Chambre. Zweitens als eine Dreierkoalition am Menge nahe wenigstens pure Spekulation, Phantom, eigentlich ist der Wahlkampf-Gag von der LSAP. Es leidt kein Konzept für, es leidt auch kein Programm für so eine Koalition. An all den Auftritten, die 4 Parteien zusammen haben, sind da nicht wenig gesagt, dass es eigentlich kein gemeinsamen Punkt, kein überzeugenden Gegenprogramm für allen gegen die CSV gibt. Kein von diesen Parteien schließt eine Koalition mit der CSV aus, auch der LSAP nicht, und die Grünen schon gut nicht.
an DP tendiert eichter natürlicherweise zu einer bürgerlicher Koalition, wie wir es an Deutschland kennen, du allerdings aus der Geschichte neuerdings. Ich meine, ich bleibe dabei, dass die Sicherheitsstimme gegen den CSV steht, auch immer noch eine Stimme für die Linke. Als drittens, es ist EU gibt zu einer Dreierkoalition kommen mit der DP. Da muss man sich mal ausmalen, wer das gefäschen. Die DP ist eine wirtschaftsliberale Partei. Ich habe ihr Wahlprogramm damit nur geguckt. Sie ist dafür, für den Mindestlohn aufzusetzen, das heißt für einen extra Mindestlohn für Unqualifizierte zu schärfen, den unter dem normalen Mindestlohn leidet. Sie will den am öffentlichen Sektor aufreieren. Sie will den Akkord mit den Gewerkschaften am Sektor nicht respektieren. Sie will sie selber einen zusätzlichen Reformdruck schärfen durch einen nationalen Stabilitätspakt, den sie aufheieren will. Also nicht nur einen europäischen Stabilitätspakt, sondern einen nationalen Stabilitätspakt, den sie aufheieren will, für, wie sie selber so einen zusätzlichen Reformdruck an der Gesellschaft zu schärfen. Sie will auch das öffentliche Rentensystem weiter schwächen. Das will übrigens auch die Grünen, an dem sie ein drittes Säule wollen, aufheieren für privaten Versicherungen. Ich meine auch, dass eine wirtschaftsliberale Partei wie DP nicht steht für eine ökologische Politik. Herr Schneider übrigens auch nicht, das haben wir ja gesehen, dass ein Anspruchrecht danach will einschränken von den Gemengen auch von den Bürgerinitiativen. Und ich meine dürfen, dass weder die Ökologisten am Land noch Gewerkschaftler sich können von einer Dreierkoalition die Änderung von der Politik erwarten, die eigentlich notwendig wäre, an dieser legitimer Weise erwarten. Da wird gesagt, die gesellschaftlichen Reformen aber. Gesellschaftliche Reformen, wie zum Beispiel Turbobestätnis, was auch nicht nicht ist, was auch wirklich eine weitgehende Reform ist, mit die schon von der CSV Haut unterstützt. Das Gesetz wird auch kommen, wenn es nicht zu vorgesehenen Neuwahlen kommen wird. Was also bleibt, das sind so Sachen wie Trennung von Kirche und Staat oder Verallgemeinerung vom Wahlrecht, muss ich aber sagen, da ist eine Zweidrittelsmajorität an der Chambre verlangt. An die kriegt die Dreierkoalition, egal wie stark sie geht, sicher nicht. Da sind so Beistimmen nur gewesen an der Chambre. Und übrigens weiß ich nicht, wenn ihr das Wahlprogramm für der DP guckt, weiß ich auch nicht, ob das so gerade optimistisch stimmt, was die Frage nur geht, weil da sind noch viele Relativierungen dran, an viele Hürden, die gesagt gehen, bis ein Molenke hier zu dem Wahlrecht von den Leuten alle gut kommen, zum Beispiel immens lang Residenzzeiten, die DP gern aufhört. Wir mengen dürfen, dass nicht eine Stärkung an der Chambre den gesellschaftlichen Druck an eine fortschrittliche Richtung kann verstärken, aber was sie die mich stark an der Chambre vertraut, sie wird so automatisch an der Gesellschaft mich stark verbreitet gehen. Und ich meine, das ist eine komische Auffassung, wie zu mengen. Die Linke hat am Land ein Stimmenreservoir, den die verschiedenen Linkparteien sich abteilen, an die Männer und Stimmen wäschwellen. Ich meine nicht, dass das so ist. Ich meine, dass für Sozialgerechtigkeit, für Demokratie, für ökologische Umgestaltung eigentlich eine Majorität hier am Land gibt. Für diese Ziele können alle Linksparteien viel Stimmen mobilisieren, wenn sie es nicht mehr wollen. Ich meine, wir brauchen den Mut für neue Majoritäten an der Gesellschaft zu mobilisieren, weit weg von CSV und DP. Das müsste möglich sein. Wir brauchen einen Linksruck an der Gesellschaft, da gibt es keinen Zweifel. Wir bräuchten in Zukunft auch eine Regierungsbeteiligung von die Link, aber nimmen, wann LSAP geringe Positionen auf wirtschaftlichen und sozialen Fragen grundlegend ändern, wenn sie klare Programme haben, die auch die Unterstützung von den Gewerkschaften, auch von den Organisationen am Land fanden. Irgendwann dann müsste es möglich sein, auch heute das Land zu regieren mit einer Linkskoalition. Mit dem Moment, was wir brauchen, der Moment, was wir brauchen, dass die Kräfteverhältnisse an der Gesellschaft, an der Chambre, die so eine Linkspolitik, an so Linksbündnisse von der Zukunft möglich machen, dadurch, dass Haut abgebaut wird. Und das geht natürlich nicht über eine Schwächung von der Partei, die an den letzten 4 Jahren wie kein anderer für eine Linkspolitik hier am Land stimmt, wir nehmen über eine massive Stärkung von der Partei. Was man in der nächsten Chambre mit mehr Deputierten vertraut sind, was Gewerkschaften mehr
geheier van noch dem Weltorganisation, dann noch die Organisationen, die für Menschenrechte, Freiheitsrechte oder gegen Bespitzelung antreten. Für was geht übrigens der SAP sich haut mir linken Uschein als sengde sogar international Internet. Reicht se dat van die Link an der Chambre noch dobausen Terra net an die letzte Joren ein gut Erbicht gemäht hat. Reicht se dat van net der Präsident vu MoGBL purmol deitlich gesot huet, dass die Link erläng die Interessen vun der Gewerkschaften auf vun der schaffende Leiit an der Chambre vertrat hun. Reicht se dat doni die Sondagen, die op mans 3 Sitz zuschreiben. 10. Juni gediwens kein Sondesfroh méi veröffentlicht. Muss net gut stoen die Feierparteien. Oni die Lenkwert fir Schwheiten der Gewerkschaftler no der katastrophale Regierungsbilanz vun der LSAP mat der CSV, déi hai an e puer Interventionen opgezielt gin ass. Aber denen net grad rosige Aussichten mat enger Dreierkoalition die biergerlich CSV, biergerlich DP, an dann natürlich mat dem ADR an mat der CSV an der Opposition. An oni die Link muss sich mal vorstellen, wieviel Leute gifen überhaupt nach viele Goer war kein gesellschaftlich Alternativen méi hai an diesem Land gif gin. Der SAP ist ja auch net Rosen, weil die Stimme für als verlorene Stimme sind. Der SAP als Rosen, weil haut an der Geschichte eng Partei neben ihren Sternen ass, der je linkere Niveau glaubhaft an der Gesellschaft verkehrt. Und ich meine, dass man das nicht. Wir wissen nicht besonders zu fänken mit den Stimmen, die wir kriegen. Das tun wir auch bewiesen an der Vergangenheit. Wir wollen die Partei sein, die eine fortschrittliche demokratische Sozialpolitikänderung zu Lützeburg an den Bereich von Möglichen regelt. Und nicht für den herrschenden Verhältnissen kneet, wie den David zum Gastschiberian an dem Fassafas ganz klar gesagt wird. Als Stimme für uns als dürfen ein gewonnene Stimme für den Sozialstaat, und für die Demokratie. Lo die Link.